Hallo! 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 Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch. Es kann jetzt sein, dass ich absolut überbelichtet bin. Ich bin hier wieder mal alleine in meiner Küche und ich habe gedacht, die letzten Videos, die ich jetzt gemacht habe, sind so ein bisschen... Ja, sie waren verdammt dunkel gewesen. Jetzt habe ich so ein sauer AliExpress Plastiklicht vorgenommen vom Herr Häsler und habe gefunden, komm, jetzt mache ich mal ein Video, weil ich muss angreifen. Ich muss in diesem YouTube-Game angreifen. Das heisst, wenn du mich jetzt noch nicht abonniert hast, ich frage jetzt nicht mehr, würdest du bitte das Daumen auf ein Abo, wäre mega cool. Nein! Wir müssen angreifen. Es ist jetzt einfach so, wie wir müssen angreifen. Es ist mir wieder mal gesagt worden, ja, die Reichweite ist ja nicht so groß. Jetzt zeigen wir diesen Sichern, wie klein meine Reichweite ist. KidSwitch Community, los! Also, eigentlich kann ich gar nicht, jetzt habe ich mich völlig in Rage geschnurrt, eigentlich kann ich gar nicht so ein Video machen. Ich mache nämlich heute Burger. Selber gemachte Burger. Und ich bin mir im Fall, wenn ich mir jetzt so überlege, habe ich schon mal Burgerbrötchen-Video gemacht? Keine Ahnung, ich mache jetzt einfach heute ein Burgerbrötchen-Video, weil wir hier nach Besuch haben und sich das gerade anbietet und ich wirklich Bock hatte, ein Video zu machen. Also, wir gehen jetzt ins Kochvideo rein. Sorry für den Erguss von vorher, aber es ist so, ich war gerade so am Flow gewesen, dann muss es raus. Also, Leute, Community, KidSwitch Community, das ist die beste Community. Also, wir gehen jetzt rüber zu den Brötchen und für Burger Buns habe ich jetzt einfach ein stinknormales Weissmehl. Und jetzt ist es so, wenn ihr backt, dann haltet nach dem Rezept, dass ihr genau so einen Kackbacher seid wie ich. Weil ich bin wirklich auch schlecht, ich mache so wahnsinnig nicht gerne. Darum einfach das Rezept halten. Mein Rezept, das ich immer mache, das funktioniert immer und es ist auch gut. Profis werden euch sicher sagen, von dem ist viel falsch, das Mehl, es ist einfach, das, wie ich es mache, funktioniert. Also 380 Gramm Mehl. Achtung. Schon zu viel. Dann noch 2 Deziliter Milch. Ein Ei, das in die Milch, die man hier absolut nicht sieht, weil meine Kamera scheiße eingestellt ist. Also einfach da ein Ei in diese Milch. Aber du musst es einfach noch auftun. Echt für die ganz Bretschhole unter uns. Das ist eine Kameraeinstellung. Ja, man sieht ja nichts so. Fuck. Das ist eben der Scheissdreck, wenn man selber so Zeug macht. Darum sind wir alle das Zweite. Perfekt. Wir brauchen Zucker. Wir brauchen Zucker, und zwar nicht wenig, so einen Esslöffel würde ich sagen. Weil es kommt dann hier Hefe rein und die frisst dann das Zeug. Und wird fett durch das. Hey, nein, beste Erklärung ever. Ja! Es wird das unglaublich dümmste Video ever, aber ich bin zu faul für die Kamera durchzustellen. So, jetzt muss man es rühren. Ich habe natürlich einen mega coolen Behälter, so einen grossen. Oh Scheiße, nein, das ist das Ei, das drin ist. Ich habe verdammt viel Flüssigkeit drin. So. Und dann kommt hier die Hefe rein und dann müssen wir 15 Minuten warten. Und übrigens, das Backen besteht einfach aus Warten. Ein bisschen mischen, abwägen und warten. Jetzt habe ich hier so einen Hefeplopper-Würfel. Ich habe keine Ahnung, ob man es sieht. Es dient auch nur zur Unterhaltung grundsätzlich. Ihr könnt einfach nicht heranschauen und ein bisschen zuhören. Es ist zwar noch nicht viel besser. Nein. Der Award für das most shitty Kochvideo ist hier dem, hey, ich mache so ein Ghetto. So, voilà. Ich tue jetzt das hier einfach 15 Minuten stehen. So, Nudeln. In einem separaten Topf tue ich Butter schmelzen. Es ist eigentlich Margarine, aber sagen es niemandem. Also weißt, jetzt ist es ein bisschen chaotisch. Jetzt habe ich halt nicht eine 4 Stunden gewartet, aber ich kann ja das Zeug da reinschütten. Da habe ich so eine Mode gemacht. Dann kann es ja da innen ein bisschen warten, oder nicht? Tönt wieder auch wunderbar hier. Ich habe jetzt ein 4 Stunden gewartet. Also man sieht, da ist so ein bisschen Blätterchen. Und jetzt tue ich wirklich noch eine ordentliche Prise Salz rein. Und dann geht schon die Rührstation, weil die Butter tue ich näher reingenommen. So, jetzt ist die am Rühren. Und jetzt tue ich noch den Enken rein, der flüssigen Butter.
Und jetzt lasse ich die sicher 7 Minuten rühren. Oder 10 Minuten, aber mindestens 7. Keine Ahnung warum 7, aber einfach 7 ist 7. Das ist eine vorteilhafte Kameraposition, wenn man so schlank ist. So, wir brauchen Mehl. Oh, das ist viel zu klebrig. Und zum Glück habe ich ihn noch spüren, because er ist verdammt klebrig und braucht noch mehr Mehl. Alle Profis legen sich an den Ring und sagen, Alte, halt mal die Schnur. So, und jetzt hat er genau die richtige Konsistenz, so wie ein Babyfüdler. Gehe ich mal davon aus. Und jetzt kommt der zurück in die Schüssel und muss sicher 1 Stunde gehen. Also wir haben wieder 1 Stunde lang Wartezeit. Geil. Der Teig ist jetzt schön aufgegangen. Und jetzt tue ich ihn portionieren. Und ich nehme etwa 90 Gramm. Und für das würde ich wirklich die Waage brauchen. Und nachdem ich sie portioniert habe, mache ich einfach Burgerbrötchen daraus. So ein bisschen Falten hier. Zack, Galacka. So, dann da so ein bisschen schwingerle. So, ein bisschen schön machen, ein bisschen drücken. Tack, tack, tack. Und jetzt tut man die aufs Backblech legen und dann müssen die auch noch in 30 Minuten gehen und dann geht es weiter. Nachdem sie aufgegangen sind, tue ich sie mit einem Milch-Ei-Gemisch ganz fein einstreichen und das Gemisch sollte Zimmertemperatur fallen, Brötchen wieder zusammen. Alle schön einstreichen. Und sobald sie eingestrichen sind, tue ich noch eine Portion Käse drüber. Man kann aber auch Sesamsamen oder Mohn oder was in den Sinn kommt, was cool ist. Ich finde Käse am besten. Kameraführung on top. Brötchen backe ich jetzt etwa 25 Minuten bei 180 Grad. Bis dann. Jetzt zieht noch mal die Prachtexemplare an. Tada! Burger Buns. Tada! Das sind meine absolut hammermässig feinen Burger Buns. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Rezept findet ihr übrigens auf www.kitschwitch.ch oder ihr könnt mir auf Instagram schreiben. Dann kann ich es schicken. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und eben, wie schon gesagt, unsere Community muss wachsen. Los! Haut rein! Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Woo!